Hallo Freunde, willkommen zurück zu Skyward Sword. Link hat sich gerade noch etwas ausgeruht vom letzten Part, weil da ging es ja so richtig ab. Hey. Wir hatten dann eigentlich noch ein romantisches Date mit Zelda, aber daraus wurde nichts, weil es wurde kurzerhand entführt. Und zwar von diesem schwarzen Monster, das wir mal in unserem Traum gesehen haben. Jetzt ist die Frage, wie können wir sie befreien? Die kennen wir doch. Wer bist du? Ne, hau doch nicht ab, Mann! Bleib hier! Was soll denn das? Immer hauen sie ab. Okay, wo geht jetzt die hin? Bleibst du hier? Mir geht gleich die Puste aus. Und weg ist sie. Ja, ich mach mir solche Sorgen um Zelda, hey. Was war das bloß für ein Monster? Wo zum Teufel führt uns diese Feenkönigin oder was das sein soll hin? Erinnere mich ein bisschen an... Okay, hier geht's runter. Erinnere mich ein bisschen an die aus The Wind Waker. Da gab es ja auch so eine Feenkönigin. Die war zwar klein zugegeben, aber... es hat durchaus etwas Ähnliches. Der Problem ist rüber, oder? Ich nehme etwas Anlauf. Ja, das war eine gute Idee. Moment mal, das Vieh kennen wir doch. Das ist doch diese... ja. Diese Katze-Fledermaus mit Marderschwanz. Was mein Gott, bist du denn? Ja. Leute, das Vieh ist unsterblich. Das ist gerade ein Fehler. Ah, es hat nur Angst. Ich gehe gleich mit dem Schwert auf es los. Was ist denn los, ey? Das sind mich immer noch so mit gelben Augen an. Wow. Ich war ab, tschüss, wow. Was ist denn hier los? Öffnen. Schatztruhe? Das ist jetzt mal vor, aber... Roter Rubin, 20 Rubine. Nicht schlecht, ach so, der ist nur. Zweigeteilt, auch nicht schlecht. Und tschüss, so. Wo bist du jetzt hin? Wie herabhängen? Das kannst du mir nicht erzählen, oder? Wo bist du? Ich sollte mich da oben entlang schwingen sollen. Menschenskind. Geh was weg! Dämliches Vieh. Wieso kommt das plötzlich an? Jetzt der Säbelzahntiger. Jupp. Okay. Meine Ausdauer überlebt das, glaube ich, nicht. Mal schneller links, sonst stürzen noch runter. Ja, ich hab's geschafft. Und runter. So, wo geht's jetzt lang? Mann, wo führt mich die Alte bloß hin? Und tschüss. Der auch erledigt. Mann, wie war das überall Gegner? Was, da hoch soll ich? Ach du grüne Neune. Okay, Anlauf nehmen, Link und... Uff, das war knapp jetzt. Das würde mich nie im Leben getrauen, Freunde, ganz ehrlich. Wow! Abschütteln, geht doch. Ganz nein gesagt. Wo lang jetzt? Jetzt da hoch, okay. Kräftig in die Finger gespuckt und Anlauf! Ho, 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 ho. Ja. So, wo geht's denn jetzt lang? Mann, wo führt die mich hier hin? Hey? Sag mal, war ich hier oben schon mal? Zeichen, Freunde. Da fehlt nur noch das Triforce und es wäre das hyruleanische Wappen. Was hat das bloß zu bedeuten? Ist das vielleicht hier der Ursprung von Hyrule? Also wirklich der ursprüngliche Ursprung? Ja, hier waren wir schon mal. Einfach auf der Rückseite der Statue der Göttin. Also dann betreten wir diesen Dungeon oder wie? Keine Ahnung, was soll das sein? Ach, ist nur ein Ort, also nur ganz normaler Raum, Statue der Göttin. Ist das Master Schwert? Nee, kein Master Schwert, aber sonst ein hellglitzendes grün-türkis-Schwert. Oh! Ich habe dich erwartet. Dich, den von meiner Schöpferin Auserwählten. Deiner Schöpferin? Bai. Das ist der Name, den man mir gab.
Ich komme von jenseits der Zeit, aus einer fernen Vergangenheit, um dir dein Schicksal anzutragen. Dies ist der Zweck meines Daseins. Hey Leute, das müsst ihr euch mal reinziehen. Da steht, ich komme von jenseits der Zeit, aus einer fernen Vergangenheit. Heißt also, vor Skyward Sword könnte man rein theoretisch noch ein Zelda-Spiel machen. Verdammt, wie lang wird denn diese Timeline? Das ist ja unglaublich. Ey. Nimm nun das Schwert in die Hand, mein Gebieter, Michael. Wow, jetzt bin ich plötzlich Gebieter. Ein geheimnisvoller Traum, ein plötzliches Erscheinen. Die Angst und Sorgen deiner Freundin. Wenn ich deine Lage analysiere, verwundert mich deine Reaktion nur wenig. Naja, wenn es die einzige Möglichkeit ist, den Zelda zu retten, so lass mich dir etwas sagen. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimmung zu heben. Aha. Das Mädchen, das du suchst. Zeldas Leben ist nicht verloren. Und wo ist sie? Diese heilige Maid. Zelda und ich, euch erwartet ein großes Schicksal. Wenn du sie wiedersehen willst, so nimm das Schwert in die Hand. In Ordnung. Wie fühlst du dich? Bist du bereit für diese Aufgabe? Auf jeden Fall! Mehr Worte scheinen mir von keinem Nutzen zu sein. Ich werde dir, dem Gebieter des Schwertes, folgen. Zücke es nun und strecke es himmelwärts. Also Skyward. Okay, Freunde, ziehen wir das Skyward Sword, was auch immer das sein soll. Okay, runter. Ich hab's gezogen und... Okay, ja. Mit einem Ruck muss es rausziehen. Kriege ich die heilige Macht. Das Skyward Sword. Yeah. Du hast das Schwert der Göttin erhalten, also doch nicht das Skyward Sword. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt vom heiligen Licht der Göttin. Und was bringt mir jetzt das? Macht er doch irgendeinen Nutzen oder so? So ist es gut, Gebieter. Mein Gebieter. Ja, ich hab's kapiert. Jetzt kann ich mir denken, Michael. Puh, was machst denn du hier? Kann es denn sein, dass du es bist, Michael? Na klar bin ich es ja sonst. Der legendäre Jüngling, der die Kammer des Heiligen Schwerts betreten wird? Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in dieses Geheimnis eingeweiht, von Generation zu Generation. Das Licht des göttlichen Schwertes vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen, dem reinen Jüngling, in dieser Gestalt am geheiligten Ort. Was ist das für ein Spruch? Es begann vor einigen Tagen. Das Schwert, dessen Geheimnis ich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Du kennst den Ort hier? Als ich das Licht sah, traute ich meinen Augen nicht. Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass sich diese Prophezeiung Zeit meines Lebens erfüllen würde. Ja, so schnell kann es kommen, Alter. So ist das Leben. Es ist, wie es die Prophezeiung sagt. Ein Jüngling wird führen das Schwert. Beinahe noch ein Kind, wird er doch beschützt von der heiligen Kraft. Die mündlichen Überlieferungen der Menschen sind so unzuverlässig. Oh. Von der Offenbarung, die dein Urahn empfing, ist ein großer Teil bereits verloren gegangen. Oh, wirklich? Er wählt von der Göttin der Jüngling, der zieht das heilige Schwert über es gebietet mit starkem Geist. Kind des Schicksals, er wählt von dem Schatten großer Gefahr. Er wird tragen die Seele des Schwerts, überwinden die Wolken und von dort hinabsteigen, gemeinsam mit der heiligen Maid das Land erleuchten. Also soll ich mit Zelda nach Hyrule runtergehen? In einem alten Buch meines Vaters habe ich an einem Ort gelesen, der Erdland heißt. Ja, Link erinnert sich wieder. Erdland, bzw. Hyrule. Also Teil Hyrule.
Gebieter, du wurdest erwählt von der Göttin, meiner Schöpferin, mir einen Auftrag zu vollenden, um die heilige Maid. Um Zelda wiederzusehen, musst du das Wolkenmeer überqueren, musst hinabsteigen in die weite Welt, weit entfernt von hier. Du musst dich ins Erdland begeben. Okay, das Ganze entwickelt sich langsam aber sicher zum Laberpart. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen, und dorthin zu gelangen muss man die Wolken durchqueren. Noch nie ist dies jemandem gelungen. Und in Zukunft werden alle nur auf der Erde leben. Ein bisschen paradox, wa? So, das ist ein Powerback. Auf dieser Tafel ist der Weg ins Erdland niedergeschrieben. Nimm sie und platziere sie auf dem Altar in dieser Kammer. Wieso brauche ich einen Weg, um ins Erdland zu gelangen? Ich meine, das ist direkt unter den Wolken. Ich könnte auch einfach nur rausspringen und Geronimo rufen, wäre ich auch schon unten. Du hast die Smaragdtafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Gebieter, richte nun den Himmelstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelstrahl entsteht aus der Kraft, die sich sammelt, wenn du dein Schwert gegen den Himmel streckst. Schwinge dein Schwert in Richtung des Wappens, sobald der Himmelstrahl aufgeladen hat. In Ordnung. Versuchen wir's. Okay, das war Fail. Ich muss auch näher ran. Okay, jetzt nochmal. Jo. Oh yes, der Himmelstrahl. Hat jetzt gerade im Hintergrund das Zeichen des Triforce oder was? Seltsam. Okay, Schwert weggesteckt und untersuchen. Die Steintafel rein. Kann das sein, dass noch was fehlt oder wie? Ach so, lass mich raten. Jetzt kommen wir erst in ein Gebiet und sobald wir mehrere Steintafeln beisammen haben, kommen wir auch in die anderen Gebiete. Das würde doch zumindest ein bisschen Sinn ergeben. Ich hoffe mal, wir kommen langsam sich zum ersten Dungeon, ey. Ich habe richtig Lust drauf. Gebieter. Das Siegel der Göttin hat bisher verhindert, dass Menschen das Wolkenmeer verlassen konnten. Ich weiß nicht ganz, wie das funktionieren soll, aber bitte. Nun hat sich dieses Siegel an einer Stelle geöffnet, sodass du passieren kannst. Dort musst du hin. Ich kenne dich als rechtmäßigen Gebieter an. Ich ruhe in deinem Schwert und bin somit stets an deiner Seite. Drücke unten, um mich zu rufen. Alles klar. Und ab in unser Schwert. Michael, ich weiß nicht, was mit dem Schatten große Gefahr gemeint ist. Aber es klingt nach einer großen Herausforderung für euch. Auf jeden. Wenn Feis Worte wahr sind, dann ist Zelda am Leben. Sie lebt. Du musst sie finden und dich zugleich mit deinem Schicksal stellen, Michael. Mit deinem Schicksal stellen. Niemand weiß, welche Prüfungen das Schicksal für dich vorgesehen hat. Doch versprich mir, meine Tochter, versprich mir, Zelda zu retten. Beweise mir, dass die Offenbarungen tatsächlich wahr sind. Ich bitte dich, Michael. Aber natürlich, Alter. Ich will dir glauben. Hab Dank, Michael. Ich gebe mein Bestes, das verspreche ich dir. Es wird schon hell. Diese Nacht war sehr lang für uns. Zu lange. Mit diesen Kleidern kannst du deine Reise nicht antreten, Michael. Wieso nicht? Hat doch nirgendwo ein Riss oder so drin. Da du die Vogelreiterzeremonie bestanden hast, habe ich ein neues Gewand für dich. Mit ihm bist du auch für eine längere Reise gut gerüstet. Am besten du ziehst es morgen gleich an. Alles klar. Und so beginnt ein neuer Tag, Freunde. Ausgerüstet mit dem Skyward Sword. Und das Gewand bekommen wir auch noch, beziehungsweise ein neues Gewand. Das wird garantiert das Heldengewand sein, ganz genau, ey. Sitzt wie angegossen. Es fehlt uns eigentlich nur noch ein Schild. Das
diesjährige Gewand der Ritter. Als er die Farben das erste Mal sah, war ich ein wenig skeptisch. Wieso ist es ganz schick, so grün? Aber wie ich sehe, steht es ja ganz vorzüglich, Michael. Aber klar doch. Pass auf dich auf und vielleicht sollst du im Dorf ein paar Reisvorbereitungen treffen. Ich selbst kann nichts tun, als in meiner Stube die alten Schriften erneut zu studieren. Solltest du mich suchen, kannst du mich dort finden. Ich bete dafür, dass es meiner Tochter gut geht. Ich hole sie zurück, versprochen. Tja, Freunde, und so kann das Abenteuer auch schon beginnen. Oder auch noch nicht, weil... Ich kann mich erst mal ein bisschen umsehen und vor allem braucht doch noch ein Schild, oder nicht? Basar war ich auch noch nicht und... ja... Michael! Ach, du bist es. Diese grüne Kleidung steht dir wirklich gut. Du siehst aus wie ein wahrhaftiger Ritter. Fühl mich auch so. Ich habe vom Direktor erfahren, dass du losziehst, um nach Zelda zu suchen. Du bist wirklich unglaublich. Ich würde so etwas niemals schaffen. Hier, das habe ich für dich gemacht. Vielleicht nützt es dir auf deiner Reise. Ja? Du hast die Abenteuertasche erhalten. Sie bietet Platz für Items, die du während deines Abenteuers finden wirst. Cool, Mann. Das ist eine Abenteuertasche. Dann kannst du bis zu 4 Items verstauen. Was nur? Ich hoffe bei Gott, es gibt ja mehr als nur 4 Items. Du kannst bei Items, im Basar ein paar Items kaufen, das kannst du in der Tasche sparen. Herztrank? Klingt nicht übel, aber ein Schild brauche ich garantiert noch. Ich glaube ganz fest dran, dass du es schaffst. Danke, Mann. So, was mit dir, Arschloch? Schwer kann ich nicht zücken, das wäre eigentlich eine perfekte Gelegenheit gewesen, mir den Arsch zu versohlen. Willst du mich bei mir entschuldigen oder was? Wie? Du bist das Einzige mit guten Not belohnt worden? Das ist wirklich nichts zum Aushalten. Erst verschwindet Zelda, dann kommt Bardo nicht mehr aus seinem Zimmer raus. Und in all dem bist ganz allein du schuld, du ganz allein. Tch, Bardo ist selber schuld. Wäre er nicht so ein großes Arsch, hätte er nicht so viele Probleme. Ganz einfach. Soll mal schnell aufs Klo? Nee, ich halt's aus. Ich halt's aus für euch. Und wie rattert das gäbe es keinen Morgen mehr. Okay. Gott sei Dank, ups. Nochmal etwas falsch. Meine Güte, meine Güte. Ich will jetzt eigentlich zum Basar, um den Schild zu holen. Nun, vielleicht noch das eine oder andere mehr. Jetzt hoffe ich nur, dass die Rubine dafür reichen, weil... Ich habe, glaube 97 Rubine oder so. Ja, genau 97. Und ob das wirklich reicht in ein Schild... Wie gesagt, ich will es hoffen. Schon wieder das falsche Zimmer, ich glaube sie nicht. Und keiner da. Tja, dann gehe ich mal wieder. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Ah, hallo. Ja? Sieht ja fast gleich aus, ey. Endlich bist du in der Oberstufe. Sieht gut aus in der Uniform. Aber es ist unpassend so zu reden, nachdem Zelda verschwunden ist. Ihr beide wart schon als kleine Kinder befreundet. Ich kann mir gut vorstellen, wie du dich fühlen musst. Aber er geht es sicher gut. Du musst nur fest daran glauben und sie wird nach Hause kommen. Ja, von selber bezweifelst irgendwie. Weil das wäre ja viel zu einfach. Lululu. So, wo genau bin ich jetzt? Basar. Geht schon wieder entlang. Achso, da runter. Alles klar. Und da sieht schon das grüne Licht und da müssen wir nachher runter. Ausdauerbuch, danke. Die Vita, die Steintafel, die du gestern Nacht eingesetzt hast, steht in direkter Verbindung zur Passage ins Erdland. Die Lichtsäule ist von hier aus gesehen in südlicher Richtung erschienen. An ihrem Fuß befindet sich ein Loch in den Wolken, das nach unten führt. Ich muss dich darauf hinweisen, dass deine Überlebenschancen im Erdland gering sind, solltest du bloß mit einem Schwert bewaffnet sein. Ich empfehle dir, im örtlichen Basar einen Schild oder einen Herztrank zu erwerben. Ja, weiß ich bereits, habe ich den anderen erzählt. Werde ich auch machen. Und tschüss, Mann. Was zum Henker soll das piepen? Achso, Ausrüstung. Das ist was Neues, Abenteuertasche. Brauche ich doch nicht.
Dankeschön, Hilfsanzeige raus. Das Schwert der Göttin. Kleine Geldbörse, hier noch nichts. Was das soll, keine Ahnung. Hat uns irgendwelche Elemente so von Din, Farore und... Dreht fällt mir gerade nicht mehr ein. Nairo natürlich. Die 3 Göttinnen halt, auch aus Queen of Time und Wind Waker, da gab es ja auch diese Symbole, beziehungsweise Elemente, Kugeln, was auch immer. So, hier die Smaragdtafel. Parajan, kriegen wir hier noch was? Wir haben nichts, okay. Ab in den Bazar, ich hoffe ich habe genug Rubine. Und die Freunde, so dass ein Kunde kommt, ja, hier bin ich. Oh, ich bin untröstlich, ich besitze keinen Bogen, deshalb kann ich euch dieses Item leider nicht verkaufen, das versteht ihr doch. Leider, ja, kannst mir sonst was Kluges, Eine Schleuder, gut, die brauchen wir auch noch. Was für andere waren denn noch? Nutierin, so. Komm, tretet näher. Ihr findet alles, was ihr wollt, mein Herr. Ja, ich habe ein sagenhaftes Angebot, ja? Ist so schlimm als der hier. Kein Bedarf und tschüss. Überaus anmaßend von mir. Entschuldigt, werter Herr. Jemand, der so weiß ist wie ihr, benötigt selbstverständlich keine Erklärung. Nun denn, wollt ihr nun einen Blick auf meine Waren werfen? Ja, Bomben hast du noch? Kann ich die haben? Brauche dafür auch. Ja, ich brauche dazu auch eine Bombentasche. Dann kriege ich die wieder schön. Schild? Ihr interessiert euch als für ein Holzschild? Ausgezeichnete Wahl. Damit könnt ihr gegnerische Angriffe hervorragend abwehren. Vergesst dabei jedoch nicht, dass euer Schild nach einer gewissen Zahl an Treffern kaputt geht. Oh, das auch noch. Zudem ist ein Holzschild durch Feuer sehr leicht zu zerstören, also seid damit sehr vorsichtig. Das macht dann 50 Rubine, mein Herr. Okay, her damit, das habe ich noch. Den Holzschild erhalten. Leicht zu handhaben, fällt aber nicht viel aus und brennt leicht. Ihr seid wundervoll. Was für ein Schleimer, hey. Ja, Arschkriecher ist gut. Ja, toll, Mann. So. Holzschild schnell ausrüsten. Was ist denn jetzt los? So, Auswahl loslassen. Und ausgerüstet. Heißt das jetzt, ich kann normale Items und die Schilder, beziehungsweise den Schild, ich habe normalerweise nur einen dabei, kann ich unterschiedlich ausrüsten. Das soll heißen, wenn ich ein Holzschild habe, kann ich gleichzeitig nicht auch eine Bombe werfen oder sowas. Das wäre mal der noch, oder? Hier rüst hinaus. Was willst denn du hier? Willkommen im Trankladen, mein Hübscher. Wenn du verletzt wirst, wirkt mein Herztrank wahre Wunder. Kaum getrunken, fühlst du dein Herz wieder auf. Na, was sagst du? Du bist zu den Rittern, nicht wahr? Einer wie du sollte auf jeden Fall immer in dieser Tränke bei sich tragen. Mach die große Augen, ey. Du hast ja gar keine leere Flasche. Ich kann die Leute nur einen Trank verkaufen, wenn du eine Flasche hast, die du füllen kannst. Aber weil du es bist, schenke dir einen, mein Hübscher. Jemand unsere erste Flasche. Yeah. Ich gebe die Flasche gleich in deine Abenteuertasche. Drücke will, um einen Blick drauf zu werfen. Also ich habe sogar ein Itemlager. Kann ich mich sowas sehr an Pokémon. Okay, Alter, wie viel kostet ein Herztrank? Oh. Also darum geht's. Ja gut, ich muss sie selber auswählen. Ich hab's kapiert. Alchemie, darin bist du gut. Ja, lalalala. Was nicht gut? Was ist das für einer? Oh. Im Rezept für diesen Trank erwarte ich noch, mein Guter. Warte auch, bis es fertig ist, ja? Dies vermutlich auch. Wir hören ein Baby schreien. Ganz 8 Herzen. 20 Rubine? Ja, her damit, Mann. Immerhin, das füllt 8 Herzen, müsst ihr euch mal vorstellen. Herztrank, du. Vielen Dank, vergiss nicht. Ja, ist schon gut. Mal kurz hier schauen, was hat's denn hier drin? Das ist ein Ausdauerzeiger, nicht mehr abnimmt. Was? Nicht mehr? Okay, eigentlich wäre auch zu schön gewesen, wahr zu sein. Wieso schreit hier ein Baby? Schreit das doch mal, steht es doch mal ab, ey. Genau, das ist eine komische Tanzeinlage. Hier drin wird auch, je. Was bist du für einer? Der Braumeister hier?
Ja, willkommen im Trankladen. Wenn du bei uns einen Trank gekauft hast, kann ich ihn hier verfeinern und seine Wirkung verbessern. Wenn du so einen Trank, den du verwandt haben möchtest. Theoretisch ja, aber ich schätze mal, das geht gar nicht, weil ich dazu noch irgendwelche Utensilien brauche. Ja, komm wieder. Was, hey yo, wer hat jetzt gerufen? Du. Trank? Unsere Pläne und die Schildanzeige wiederherzustellen. Cool, wie viel kostet er? Dabei werden auch noch 4 deiner Herzen aufgefüllt. Na, das ist doch ein Kauf wert, oder? Sag mal, ich habe keine 30 Rubine mehr. Und plötzlich schickt sie mich weg. Oh Mann. Tja, der Part ist auch schon eine Freundin. Also dann, wie es weitergeht hier in Basar, natürlich auch im Erdland, seht ihr den nächsten Part von Zelda Skyward Sword. Ciao zusammen.